Onze Geschichte. Dit is de Geschichte van hauptsächlich de Olkolneemerieten, die in de jaren 1922 tot 1927 uitwanderden van Kanada naar Mexico, hauptsächlich wegen ihrer Freiheiten met ihre eigene Schulden te haben, in Kanada geändert worden. Ungefähr 7000 von unseren Mennoniten verkauften ihr Land in Hisa, nehmen was sie können, absaßen dadurch eingenommene See mit, zum einen Anfang merken, am großen Bastille-Stol bis San Antonio de los Arenales, wat von der Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexiko heit. George Rempel, der Schreiber von dieser Geschichte, ist in Mexiko geboren und abgewachsen, hat dort 14 Jahre als Schullehrer gedient und hat viele von diesen Erfahrungen miterlebt. Dit is wel het eerste Mal, wat einer von unseren Mennoniten an die Geschichte selbst uitstudiert, abschrift und weitergibt. Unsere Geschichte Nummer 38. Ditmal vertellen wir uns weiter mehr von dem großen Konflikt während die Gumreifenräder brücken, besonders auf der Manitoba-Kolonie in Chihuahua. Wir haben letztes Mal gerade noch gesagt, was an dem ersten Rundschreiben, dem Warnungsschreiben, geschrieben wird, was in Weidenfeld Nummer 28 und Kronsgaard Nummer 27 von Noba zu Noba im Dorf rundgedreht wird. Hier folgt nu dat tweede schrijven, dat rondschrijven, wo met 2 weken later de uitschluss in de dorpen Weidenfeld en Kronsgaard van Noba zu Noba herangedracht wordt. Het last zo. Aan alle Nobers im dorp Kronsgaard. Dat eerste een Leibgruß. Leib wird de Breder. Wils der Apostel Paulus sagt, wer aber uns Wort nicht gehorsam ist, den tekent an durch einen Brief und habt nichts zu tun mit ihm, omdat hij vom Schämen rot wordt. 2. Thessalonicher 3, Vers 14. So ist gestern, Sonntag, vom Bruder Roth einstimmig beschlossen worden, dass wir zwischen Gehorsam und Ungehorsam einen Unterschied merken wollen, so als wir lesen können im Judasbrief, Vers 22. Und holt diesen Unterschied, dass die über Adelje erbarmen, Adelje aber uit Furcht seilig merkt, und tragt er uit dem vier Rüt und hast den beklagten Rock vom Fleisch. Also sind gestern all die Janje, die mutwillig in ihrem Ungehorsam und wahrer Streben behoren wollen und keine Änderung mit ihren Maschinen merken wollen, von der Gemeinde ausgeschlossen worden. Aber die Janje, die noch um eine kleine Bedenkzeit angeholen haben und sich nur andere Räder herankicken wollen, und die Zeit über ihre Maschinen stohnen lassen, mit die soll eine kleine Geduld gedreht worden. Also, dass sie dort nächsten Sinne und bei uns anbringen können. Dass wir diese Schrift in der Dorpen ramschacken, das hat seine gut gegründete Ursache. Dat is doorwegen wil zich keine Brüder mehr als Helper oder Kröver dort zu brücken lassen. So vom Bruder Roth vergesehen, beschlossen und bestätigt, von jene schwache und geringe Alters das Isaac am Dick und Bernhard P.W. Die Schwestern sind hiermit nicht gemeint. Das steht an Klammern. Diese Sache bracht viel in großen Aufruhr, nicht nur in Weidenfeld und Kronsgaard, aber manch all die Mennoniten in Chihuahua. Bald wird das Lüdbohr, dort der Älteste gesagt hat, sie wollen dort Uitschluss uitchecken mit einem am Dorf rundchecken erstmal an diese 2 Dorpen versichern, ob dort schaffen wird. Und wenn dort schaffen wird, dann wollen sie dort auch an andere Dorpen tun. Aber als sie dort lauter an einem anderen Dorf, an Blumenthal versuchten, dann schafft dort nicht. Die Blumenthal Dorfschuld, Peter Penner schickt dort schreiben, en er steht am Dorp Ram, voetstreek naar dem Ältesten. Der Älteste hat all in dem schrijven, wodurch die Brüder in Weidenfeld und Kronsgaard vor wenigen Monaten den Ausschluss gekriegt haben, gesagt, dass die Kröver sich nicht mehr brücken lassen wollen, den Ausschluss wegen Gumreifenräder auszuführen. Und nu leidt die Dorpschuld am Blumenthal sich auch nicht dort zu brücken, den Ausschluss am Dorp von Noba zu Noba ram zu schacken. Eine von der Okolonische Gemeinde ihre Regeln wäre, dass in jeder Dorf einmal 2 Kröver sein sollen,
Zoveel als nie bekannt ist, waren die nicht der Stammenmehrheit gewählt, aber einfach von dem Ältesten dort bestimmt. Der Älteste sieht diese Kriegers, wen sie sollen zu ihren Donnerdag setzen oder zu der Nordkirche kriegen, und dann beten die dort. Wenn wir wo ab eine Nordkirche ausgeschlossen worden soll, dann mussten die Kriegers da auch ankommen, und dann schickt der Älteste an, dem Ausgeschlossenen dort zu sagen oder ihm ein Briefje zu bringen, der dort sieht. Wenn der Älteste nu aber all sagen muss, dass keine Brüder dort mehr tun wollen, dann redet dort allein all davon, dass die Konflikt zwischen der Womreifen-Frau und der Oudkolonische Gemeinde al sehr groß geworden wäre. In der Vertal ging überall rum, dass die Ältesten gesagt hatten, sie hadden erstmal versuchen wollt, ob das schaffen würde, den Ausschluss von Nober zu Nober am Dorf zu schicken. Und nu, dass das klar geworden wäre, dass die Dorfschulden sich auch dort nicht mehr brücken leiten, nu geeft Ältester Isaac am Dick die Arbeit gegen die Gomreifenräder an die Gemeinde sozusagen ab. Nachdem er sein letztes Schreiben zurückgekriegt hat, was er in Blumenthal von Nober zu Nober rundgeschickt haben will, wodurch die meisten Brüder am Dorf sollen ausgeschlossen worden, krieg ab der Manitoba-Kolonie kein Bruder mehr den Ausschluss wegen seinen Traktor mit Gomreifenräder brücken. Viele Brüder haben dem Ältesten al lang immer weiter gesagt, sie sollen dort Brücken von Gomreifenräder und Traktor nicht mit kurzfortiger Brücken gelegt haben und überein behandeln. Und nu wir Isaac am Dick bator, dass er die Brüder nicht mehr mit dem Ausschluss bestrafen will, wegen ihre Traktors mit Gomreifenräder zu brücken. Aber er selbst und viele andere Umstände noch lang immer die Gomreifenräder zu brücken, ist noch keinmal freigegeben worden. Aber der Ausschluss wegen Gomreifenräder wird nicht mehr gebraucht. Und vorzu ist das so wie wir, dass Isaac am Dick die Brüder nicht mehr ausschlot wegen ihre Traktors mit Gomreifenräder brücken, wie er mit anderen Ältesten am Trouble. Ältester Jakob Wiens von Durango schrieb an Ältester Isaac am Dick vorzu einen sehr strengen Brief. Er verlangt von ihm, dass er die Gomreifenfahrer noch wieder streng bearbeiten und ausschließen soll. Als er diesen strengen Brief gekriegt hat, dann kriegt er die Ältesten und Prediger von allen drei Kolonien, Manitoba, Swift Current und Nordkolonie Taub, mit an über diesen Brief zu reden. Er las uns den Brief her und fragt dann nur Rat über, was er mit dem Brief tun soll, wo er den beantworten soll. Ältester Franz Dick, der Älteste ab der Nordkolonie, verlangt auch, dass Ältester Isaac am Dick alle Gomreifenfahrer streng bearbeiten und ausschließen soll. Er sieht an, schließt die Gomreifenfahrer aus und wann bei der 100. Aber nicht alle werden mit so strengen Bearbeiten einverstanden. Als Isaac immer weiter von den strengen Brief von Ältester Jakob Wiens redet und Rat haben will, was er damit tun soll, dann sieht Abraham Dick, ach, verjagt mal von dem Brief. Du hast getan, was du kannst, versuchen die Traktors nicht mit Gomreifenräder brücken zu lassen. Dann arbeitest nu mal gehen was anderes an der Gemeinde, was neidiger ist als das. Dann frug Isaac am Dick, und was wird dort sein? Und Abraham Dick antwortet, gehen dort süpen und gehen dort schmecken an der Gemeinde. Und Isaac am Dick sagt, wo willst du damit anfangen? Und Abraham Dick antwortet, wenn du mit der Super und der Schmecker maar auch so hier arbeiten willst, als mit der Gomreifenfahrer, dann würdest du all wo weiten anzufangen. Und Isaac am Dick sagt, du bist noch immer bloß, das wer je was. Dit vertelt mir der gewesene Prediger Jakob Rempel, damals von Swift Current Kolonie. Rempel wie auch manch die Predigers, die damals topgekriegt worden wären, über den strengen Brief zu reden und über was Isaac damit tun soll.
als onze nobers ihre Kinder damals dort Uitschluss schrieben, nur uns brachten, dann wir meine frühere Onkel, der oudkolonische Älteste von Manitoba, Kanada, Oomtje Jacob Freys, en de frühere Vater, Oomtje Heinrich Freys von Blumenort, gerade naar ons gekommen, om ons te bezegen. Deze beide oomtjes en ik zaten aan onze eetstoof en mijn vrouw had het middag meestrijd. Krijg dan brachten onze nobers ihre Kinder deze Uitschlussschrift bij ons in. Ik las die, geef mijn schiervader die, en als hij die gelezen had, geef hij zijn broeder die. Deze las de schrift eenmaal, kijkt ons dan zo een beetje verwilderd aan, en dan las hij die nog eenmaal. Beim tweiten Mal lesen fangen aan de tronen aan over de baken te kolleren. En dan vroeg hij mij, wo wordt je nieuwe Älteste dat zondag merken? Die zal je hier bij Junt en de kerk zondag zijn aantrettspredigt als Älteste verdragen. En wo wordt hij bloos weten of de uitgesloten aan de kerk zijn of niet, wanneer de uitschluss zo is, de Schultenzadel en daar gedracht wordt. Des oudkolonische Älteste von Manitoba zei dann wieder, bei uns haben wir dort nicht so dort uitgeschloten nicht derben an die Kerk kommen. Dann, wenn die nicht zu den Andachten kommen derben, so denk wie, wo sollen die dann weiter terugvingen an die Gemeinden nehmen? Aber hier habt ihr dort so, dass die nicht zu der Andacht an die Kerk kommen derben. Und das lässt mich wirklich schwierig für einen neuen Ältesten, wenn das Sonntag wird, en hij hier zijn eerste predigt als Älteste verdragen zal. Wo wordt hij bloos weten of er uitgesloten aan de kerk zijn of niet? Op de zondag kwam, en de nieuwe Älteste kwam een stiefje en had reed met ons zingen en zat zich daardoor. Hij vroeg nu niets, en we zingen gingen aan de kerk en zongen. Als gezongen worden weer, dan kwam de nieuwe Älteste en kijkt bloos eraf, stel zich hinter der Council en droeg zijn predigt ver ohne eenmaal aan de verzameling aan te kijken, zat zich hinter der Council aan te zingen, stond weer op en milk Schluss, weer ohne eenmaal aan de verzameling aan te kijken. En dan kwam de nächste zondag. We zingen weer allerlei om aan de kerk gaan, aber Abraham Dick weer nog niet door. Als hij dan een beetje laat aan dat stiefje kwam, hanteerde hij met ons, zat zich dol en zei voorts, aan mij is besteld worden dat ik hier vandaag niet predigen zal, wanneer hier uitgesloten aan de kerk zijn. En ik weet dat gar niet, wie uitgesloten is en wie niet. Kan je mij daarmee helpen? De dingen werden ook nog alle een beetje abgerecht in deze ganze zaak. En dan zei einer van de oudere zingen, zoals het hier geworden is, wo zal wie dort weten, wer uitgesloten is en wer niet is? En dan zei Abraham Dick, na, wo wir dort dan merken? En dan zei een andere van de oudere zingen, eind weet wie alle. Wanneer mal uitgesloten aan onze kerk geweest zijn, dan weer dat laatste zondag, als ons nieuwe Älteste hier predigen deed. En dan vroeg Abraham Dick, na, wo weet je dort? En een zinger zei, we weten dort, wils den Feriensondag jeder Mann an de kerk weer, ook die, wat zelfs keinmal an de kerk zijn. Jeder Mann wil weten of dat als een uitschluss geteilt worden wordt, wanneer die im Dorp van Nober te Nober wiedergedracht worden weer, op vele steden van de kinderen. En dan vroeg Abraham Dick, wat zit bent, Bernard Wiebran? En de antwoord weer, hij zei niets. En hij vroeg nog niets. Hij kwam en ohne zich eenmaal op te kijken. Hij droeg zijn predigt ver, ohne zich eenmaal op te kijken. Hij heeft keinen gezeinen en hij heeft keinem woord gezegd. En dan zei Abraham Dick, dan kun je echt dat vielleicht ook zo doen. We zingen gingen in de kerk en zongen. Prediger Abraham Dick kwam en droeg zijn predigt ver, nicht ohne an der Versammlung te kijken, aber ohne ein Wort von uitgesloten te reden. De derde zondag kwam, David Wieb kwam naar Kroonskaart door te predigen, en alles wiederholt zich am Stiftje wader, alles wiederholt zich aan de kerk wader, en wenn je werken,
hadden de meeste uitgeslotene Brüder ihre Sache, zoals man dat nannt, war dat teruggemeldet, während war er bijgenomen worden. Aber sie brugten doch alle war ihre Gomreifen. Aber ein uitgeslotene Bruder kam meist kracht jeder Sonntag an die Kirche. Einige Prediger predigten nicht, wann er da war, und andere Prediger schmirken sich da nicht viel uit. Als am Fahrjahr der sogenannte Fahrjahrskirche anfangen soll, dann krieg David Wieb von Blumenort die Abgabe, een Kranskarte Fahrjahrskirchen zu holen. Er las da jeder Sonntag die Artikeln vor, und als das bei den Sonntag war, wo die Leiblinge sich von ihrer Voders oder wer nicht einen Vater hat, von einem sogenannten Sei anmelden leiten, dass sie wollen gedeibt worden, dann bleiben die Voders, so als gewöhnlich, nur der Andacht noch da, um ihre Kinder anzugeben. Und diesmal wären da zwei Voders mank, die noch am Uitschluss stunden. Als die dann auch jeder ein Kind anmelden, dann seht David Wieb zu an, je weiten dort sehr gut, dat ich nicht mit dem Sturm einverstanden sie, der hier durchgegangen ist. Und je weiten dort auch kreuz so gut, dat, wann dat von mir abhängig wäre, ob dat angenommen wird, wenn jene Kinder zu der Doop anmelden, dann würde ich dat annehmen. Aber je weiten dort auch, dat ich dat ab unseren Donnerstagssitz angeben muss, wer gedeibt worden will und wer wem angegeben hat zu der Doop. Und wenn ich dat von jü, die je noch als uitgeslotene doorstonen, oder talen, annehme, dann wird dat ab meinem Regen uitgedrascht worden. Und dann vroeg will je mir dat auch noch andonen? Diese beiden uitgeslotene Brüder schämten sich, dass sie sich so zu sagen versucht hatten, an wem zu rechnen, der nichts mit der ganzen Sache zu tun gehabt hat. Sie sehen, wie wollen unsere Kinder sagen, dass sie sich durch andere Zeit zum gedeibt worden anmelden lassen sollen. Hiermit wie wir aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir erst noch mehr von dem großen Konflikt während der Gomreifen-Räderbrocken an den Treckers und der oldkolonischen Gemeinden, besonders auf der Manitoba-Kolonie in Chihuahua. Und dann vertellen wir von was Jakob A. Peters vertelt von, wo sie in Rheinland, Mexiko, mal eine Bibelstunde anfangen. But nächstes Mal. Ich sehe George Rampel.